Willkommen zurück zum epischen Moment hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Nach oben gucken, Leute. Sianna, ich muss dich etwas fragen. Hast du das wirklich alles nur gespielt? Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Was? Aber wie? Das macht. Ich bin wieder reingefallen. Dafür soll sie büßen, früher oder später. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hexer! Ich wollte gerade sagen, was tun wir jetzt? Ups. Oh, scheiße, Vampiröl! Ich wollte nur... Ja, ist mir gerade egal, was du wolltest. Ich will jetzt Dreck drauf schmieren. Bitte, lass mir das so tun. Das ist mir gerade richtig im Arsch. Mann, ich konnte kaum 2 Schritte tun. Ah, Glück gehabt. So. Den Trank habe ich theoretisch noch. Die Bomben ja eigentlich soweit auch, wa? Also ist echt das Ende schon von... Also... Ja, sieht momentan so aus, wa? Obwohl eigentlich muss das Spiel doch viel länger dauern. Ja, die andere Quest noch gar nicht beendet und von mir kommen wir nochmal zurück, vielleicht noch nichts. Ja, aber nicht ein Hexenauftrag mit der Gans. Ist sie gar nicht mehr hier? Tja, er muss noch mal rein, wa? Geralt hatte getan, was nötig war. Nun konnte er zur berüchtigsten Festung Teshamund-Navala ziehen, wo er etwa weiteres mal gegenübertreten würde. Besiegte. Ich glaube, dass bereits das Ende ist, Freunde. Frauen, ihr habt mich betrogen, alle beide. Das war nicht mein Plan. Schweig!
Ich meine, war es auch nicht. Ich glaube, so ziemlich lahm für einen Vampir. So, jetzt reicht's aber. Regis, bitte nicht sterben. Was? Wenn du Götter hast, dann fang an zu beten. Ja, wir fangen schon an. Was ist jetzt passiert? Das ist ein geiler Trick, Regis, wenn ihr das wirklich drauf habt. Wieso hast du das damals gegen mich gemacht? Ach stimmt, ich bin sogar eine Kanon, wa? Uah. Was? Glaubst du, das hält mich auf? Gewärtige den Tod, Hexer. Ja, also ich hoffe schon, dass wir das jetzt irgendwie aufhalten. Was? Nicht zu wirken. Oh. Soll ich mich irgendwie... Wow! Alter! Ich erinnere mich irgendwie an den Kampf in Dragon Ball Z gegen Buu. Jo, ich hau ab. Tschüss! Scheiße, kein Claim mehr. Ja. Kommt auch! Ich glaube, das gute Ende wird das nicht. Boah. Mann, ich hab schon fast deinen Kern ausgeschaltet. Jetzt haben wir es echt. Mein Schwein ist im Arsch. Das war's. Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Tut mir leid.
umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ja, das war's mit der Hauptstory? Ernsthaft? Also, keine Frage, ich meine, Detlefs Verwandlung war durchaus episch, aber, ich weiß ja auch nicht, aber irgendwie, ja gut, wir haben es befürchtet, dass relativ schnell vorbei sein wird, wenn ich dann ein bisschen, ja, mich mit der Hauptquest beschäftige, ja, zuwende. Diese Scheißquest mit der Gans, hatte ich komplett vergessen irgendwie. Da dachten wir irgendwie, ja, wir kommen nochmal zurück, aber offenbar, ja. Mal gucken, wie es weitergeht, wa? Ja. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. Ich finde es nur nicht sehr bequem und offizielle Anlässe kann ich nicht leiten. Man gewöhnt sich dran. Nun, sei so gut und halt bitte still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Regis, alles klar. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden. Das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die 5-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein 5. Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Ich frage mich gerade. Wisst ihr, ich habe mir gerade ganz schön überlegt. Ja, Sianna hat überlebt. Ja, Sianna hat die Attacke von Detlef deswegen überlebt, weil wir mit ihr im Märchenland waren. Hätten wir uns ja auf Regis andere Option verlassen, ne? Also sprich da durch den Unsichtbaren und so weiter. Ja, wie auch immer, hätten wir ihn halt durch einen der ältesten und mächtigsten Vampire quasi herrufen lassen, ob dann Sianna vielleicht sogar gestorben wäre. Weil im Prinzip, wenn man es so betrachtet, hat sie nur überlebt, weil wir mit ihr im Märchenland waren und sie halt, also für sie, wobei, hätten wir die Quest da ausgelassen, und hätten für Siannas Bank gar nicht zurückgewonnen, dann wäre es vermutlich gestorben, denke ich mal, oder? Wäre vermutlich das schlechte Ende. Jetzt haben wir vermutlich das gute Ende, aber
soweit ich gehört habe, soll es 3 Enden geben. Und warum haben wir jetzt hier 3 Optionen? Dann gehen wir treffen uns dort. Das ist eigentlich das Gleiche. Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt. Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Natürlich gilt das auch für boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlef die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Ja, dann würde man sagen, gehen wir los. Es kann wohl nicht schaden, nochmal nachzuforschen. Also los, wir sind doch hier fertig. Ich schon. Ja. Es liegt nun an dir, bei der Zeremonie meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Oder sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Ja, nee, ist klar. Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Wie läuft das Geschäft? Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. So. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Naja, so ganz falsch liegt er ja nicht. Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, 4. Einer pro Brief. Nur 4? Einen 5. hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten 2 verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal. Mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Weißt du noch, wie die Bettler aussahen? Natürlich. Ich sagte doch, mein Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Sie waren abgerissen, unrasiert und in Lumpen. Ihre Stiefel erwähnte ich ja schon. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze in der Unterkunft.
Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. So. Plötzlich kann ich hier... Moment mal. Ich habe das Gefühl, so ähnlich wie bei Ciri damals, also sprich bei Ciri, also ja, bei Waltan normal, gab es eigentlich auch 3 Enden. Ein schlechtes Ende, ganz klar. Und eigentlich 2 gute Enden. Wovon natürlich das eine davon das wahre Ende ist, wenn Ciri halt zur Hexerin wird. Das andere wäre die Kaiserin. Also sprich Nachfolgerin ihres Vaters. Trotzdem, ein schlechtes, 2 gute. Ich schätze mal, hier haben wir aktuell auch eines der guten, weil ja, Siana ja überlebt hat. Das Schlecht wäre garantiert gewesen, wenn wir sie nicht ins Märchenland begleitet oder... so. Ja, Moment mal, das andere wäre dann vermutlich gewesen, das andere Gute, hätten wir die andere Option gewählt, dann wäre natürlich Dettler vermutlich auch gestorben. Sprich, hätten wir ihn durch Obervampir rufen lassen, aber... Dann wäre natürlich Siana gar nicht begegnet. Sag mal, das heißt, Detlef muss sterben, so oder so, okay? Ja, mal schauen, Leute. Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Lass Humor. Wir wollen hier keine Penner. Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft haben. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Oh, das schöne Kostüm. Erbärmlich. Das ist ein richtiger Kickboxer, Geralt. Hiya! Boom. Na schön. Ich verstehe schon. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Wollen wir es hoffen. Was ist das hier? Ein Armenhaus? So könnte man es nennen. Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen, ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen.
Ist es sicher, dass alle üblichen Bettler hier sein werden? Sie müssen natürlich nicht kommen. Aber sonst kriegen Sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Interessant. Welcher Name steht wohl drin? Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Verdammt! Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlef ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Ich hab's befürchtet. Also, fassen wir zusammen. Das eine Ende wäre gewesen, wenn wir Sianna im Turm gelassen hätten, sprich zum anderen Obervampir gegangen wären, der hätte Detlef zwingen müssen zu kommen. Ne? Dann hätten wir da auch gegen ihn gefeitet, Sianna wäre aber in Sicherheit gewesen. Das wäre vermutlich das einfache Ende, denke ich jetzt mal so, oder? Wir hätten vermutlich nicht weiter groß nachgeforscht und naja, wie es ausgegangen wäre. Das finden wir in einer anderen Folge raus, denke ich mal, weil es macht doch noch ein bisschen genau ausgegangen wäre. Hier ist relativ simpel, wir haben hier 2 Abzweigungen. Ich meine, Nummer 1, wir waren mit Sianna in der Märchenwelt und haben ihr ihm geholfen, das Band zurückzubekommen. Deswegen hat sie überlebt. Hätten wir es aber nicht getan, wäre sie im Kampf gegen Detlef gestorben. Und dann vermutlich, oder hätten wir dann auch, weil jetzt wissen wir den Namen, weil jetzt wissen wir, dass ihre Schwester als Opfer gemeint ist. Aber was, wenn wir das ja nicht getan hätten? Das sprich im schlimmsten Fall, das schlimmste Ende von allem wäre gewesen, Detlef tot durch unsere Klinge, beziehungsweise durch Regis, weil nur ein Vampir einen anderen Vampir töten kann. Dann wäre auch noch Sianna gestorben, durch Detlefs Hand. Und die Herzogin wäre halt, vermutlich jetzt, sogar jetzt, oder hier bei der Medaillenvergabe für Geralt, auch drauf gegangen. Aber das heißt im Prinzip, dass es mehr als 3 Enden gibt, weil eben, wie gesagt,
wären wir nicht ins Märchenland gegangen, sondern direkt zu Detlef, also natürlich über Umweg, aber trotzdem, auch dort könnten sich, diese Option gäbe es dort ja auch, oder? Oder denke zumindest mal. Ach, alter Scheiße, ist das... Respekt an die Entwickler, die haben sie echt noch spannend gemacht. Ist das Bild jetzt vollständig? Wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Eben, das fürchte ich auch. Also, ja, fürchte ich auch, ist ja klar. Aber eben, ich denke echt mal, das schlimmste Ende von allem, was hier bei Blood and Wine gibt, ist, dass alle drei tot sind. Ich denke mal, Detlef stirbt so oder so. Da gibt es wohl kein großer Tun, in sowieso in diesem Monsterwandel, was wir von Trailern und auch diversen Artworks von The Witcher 3 Blood and Wine kennen. Also ich denke mal, die Verwandlung, die musste irgendwie passieren, ging gar nicht anders. Und auch sein Tod dementsprechend, aber dass Syanna auch stirbt? Ja, so, Moment mal. Natürlich, ein Ende, wo alle drei sterben, ein Ende, wo vielleicht nur 2 sterben, sprich Detlef und Anna Henrietta. Und Syanna quasi dabei zusieht, wie ihre Schwester stirbt, getötet wird. Dann noch eins, wo Syanna und Detlef sterben, aber Anna Henrietta nicht. Und dann vermutlich noch eins, wo beide überleben. Vielleicht sogar vielleicht glücklich miteinander zusammen sind, wobei ein bisschen mit Zweifel, wer das hinkriegen soll. Also sprich wieder Schwestern vereint. Yeah, Schwesternliebe forever. Und dann vermutlich noch eins, wo die beiden wieder zerstritten sind. Quasi, also Syanna, also wo wir Anna Henrietta davon berichten. Du übrigens, deine Schwester, dass du die Letzte bist, die stirbt. Und dann hätte sie, tja, Syanna wohl zum Tode verurteilt. Da wäre zwar Anna Henrietta auch am Leben geblieben am Schluss, aber eben. Alter, gibt es echt viele Enden, wa? Also, theoretisch zumindest. Die Herzogin sollte Detlefs letztes Opfer werden. Das hat Syanna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst 4 scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Syannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Syanna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Tja, gute Idee, Motiv erfahren. Ich denke mal, beides hat was für sich. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Syanna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Syanna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Zeremonie, kommst du mit? Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Merla-Chaiselon. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlef und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Syanna nicht leiden kannst. Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht. Aber ich gebe zu, dass ich in ihrer Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Sie war grausam zu Detlef und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies?
Nein, Geralt. Ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. Tja, wie du meinst. So, sprich mit Damir, sprich mit Siana. Ja, wir erfahren doch noch einiges. Was? Die Vampire, was sind die Vampire? Hilfe, Vampire! Die sind keine Vampire. Noch offene Quest, Pomp und seltsame Umstände. Ich wollte doch die letzte Quest hier sein, wa? Nebenquest, das ist klar, dass es noch gibt. Okay, die gibt es auch noch, finde ich sehr gut. Das kann man eigentlich im Anschluss dann an das Haupt-Let's Play machen. Oh, die Scheiß-Quest gibt es ja auch noch, wa? Die gibt es sowieso erst bei New Game Plus. Jo, wollen wir mal sagen, im nächsten Part machen wir das zu Ende. Also ich hoffe, ich kriege das wahre Ende hin. Weil, wie gesagt, ich weiß eigentlich von sicher 3 Enden. Momentan, so wie es für mich scheint, gibt es sogar 4 oder 5 Enden. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Vielleicht über mich... Nee, ich will es so wissen. Come on, ich will es so herausfinden. Ob das, was ich mir jetzt so überlege, ob dann meine Überlegungen echt stimmen. Also ich hoffe auf ein wahres Ende im Sinne von, dass Siana und Anna-Henriette sich dann miteinander aussprechen. Hoffe ich. Vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht ist es trotzdem das wahre Ende. Wie auch immer, wir werden es erfahren und danach, denke mal, ein Part darauf, gucken wir uns noch an, was mit der Gans los war im Märchenland. Da war irgendwie plötzlich eine Quest offen. Wir haben noch Save States von daher ist es kein Problem, die nochmal zu laden. Und danach, würde ich sagen, wir haben nochmal mit der Hauptquest weiter. Und zwar, was wäre passiert, hätten wir, naja, nicht Siana gesucht, Märchenland, sondern hätten Detlef gezwungen, sich zu zeigen. Dies empfehle ich mir in einer nächsten Folge hier bei The Witcher 3, Blut and Wine. Und Geralt sieht so scheiße aus dem Aufzug, aber naja, ist ein anderes Thema. Bis dahin, ciao zusammen!